Debatte iwwer Lage vun der Nation, die geht als Allios Gelegenheit fir e Punkt zu setzen, wie die Situation hier am Land ist. Das Jahr, Moment von einer Legislaturperiode, ist normal, dass nicht das behandelt wird, weil wir ja da nicht mehr gucken, wie die Situation haut, dass wir wollen, und das ist normal, einen gewissen Bilan über die letzte Legislaturperiode sieht. Wir finden jedoch normal, dass der Herr Staatsministerrat gestern gemäht hat, dass geguckt wird, wo das Land an den letzten 4 Jahren hingesteuert ist. Ich finde das normal, ich fand doch normal, dass nicht unbedingt alle Parteien muss kommen und haut so, was sie will, an ihrem Wahlprogramm machen oder an der Zukunft machen, mit das der Bilan, wo stimmen haut. Das ist, was ich bedauert habe, gestern, dass der Staatsminister am Anfang die Situation vom Land nicht mehr als positiv hingestellt hat. Schon kein einziger Punkt von denen mich kritisch geguckt hat, wo gesagt wird, hier stimmen nicht gut am Land. Es wird also unter Objektivität von der aktuellen Situation verlangt, weil nicht alles positiv hingestellt ist. Alles ist schön, alles ist gut, es geht dem Land und es geht den Leuten gut. Denn Herr Büttel sagt das richtig, es steht doch noch viel am Stau dabei. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich will davor ein paar Punkte angehen haut, wo ich mengen, die nicht behandelt sie gehen oder die aus eiser Sicht nicht richtig behandelt sie gehen. Das ist das Wurstumsfroh. Wurstumsfroh als praktisch gestern dem Debat von der Staatsministerdeklaration praktisch gut nicht behandelt gehen. Ob schon nicht wurstumsfroh als er mal 4 Redner auch drüber gegangen, am Fond Dursa aus von all den großen Problemen, die wir hier am Land tun. Und dürfen Mengen, ich komme nicht ernst, uns mit der Frau wirklich seriös auseinanderzusetzen. Es kann nicht sein, dass wir einfach nicht drüber schwätzen, aber just die Konsequenzen davon schwätzen. Aber wenn wir gestern Morgen von der Regierung das Programm über Stabilität an der Wurstum vorgestellt tun, und gehen auf Seite 10 an dem Rapport gucken, da stellt ihr fest, dass am Anfang des Regierung ob der stramme Wurstum gesagt wird, und auch an Zukunft, ob nach praktisch mehr Energie Wurstum setzt. Es können doch feststellen, dass zwischen 2013 und 2018 an der Eurozone der Wurstum war am Schnitt von 10% über die 5 Jahre. Lützeburg hat am gleichen Zeitraum ein Wurstum von 20 Jahren. Also das Durchbild. Und da möchte die Regierung eine Prospektion an Zukunft, die nächsten 5 Jahre. Und da sieht sie an der Eurozone, wie es der Wurstum an den nächsten 5 Jahren von 4 Jahren von 2018 und 2022 um 7%, an den zu Lützeburg devist 20%. Wenn man also an den letzten 4 Jahren das Durchbild hatte von Wurstum wie an der Eurozone, so geht die Regierung davon aus, dass man in den nächsten 4 Jahren das Dreifache von Wurstum haben an der Eurozone. Das sind Ziffern, die könnt ihr auf der Seite 10 an ihrem Stabilitätsplan nachlesen, da stehen sie ganz klar da. Das Regierung setzt also auch weiter, ob nach mehr hohe Wurstum, wie man in der Vergangenheit tun, an, hält dann natürlich selbstverständlich die Chiffren für eben auch Staatsfinanzen auszupolieren, ob die nächsten Jahre, könnt dann zu einem Resultat, dass am Jahr 21, 20, 21, 22, wir Schwarzziffern am Staatsbudget schaffen, dass wir kein Defizit mehr machen, dass dann am Fonds Schulden zurückgehen, alles Perspektiven, die auf den Rekordwurstum abbauen, aber nicht Konsequenzen von dem Wurstum, die ja enorm kaschen, das sehen wir ja mal Blick, weil der Staat könnte ja halt nicht mehr nur und an die Infrastrukturen zu investieren, die wir brauchen, was notwendig von dem strammen Wurstum ist, die sie nicht mit berücksichtigen. Wir müssen also, das darf kein Tabuthema sein, bannen über die Wurstumsfroh mit der Gesellschaft diskutieren. Kein hat ein Patentrezept an der Tasche. Wir nicht drüber schwätzen,
als ein Krim vis-à-vis von den nächsten Generationen. Wir müssen darüber schwätzen, wie die Population sich hier im Land entwickelt. Nun, schon das öfter mal, ich will die Chiffren nachher erinnern. Wie lange das wir brauchen, für dass wir 100.000 Einwohner hier im Land beikriegen. Von 1900 bis 1970 haben wir 70 Jahre gebraucht, für 100.000 Einwohner beizukriegen. Von 1971 bis 2001, das waren 30 Jahre, haben wir die nächsten 100.000 beikriegt. Von 2001 auf 2013, das waren 13 Jahre, haben wir die nächsten 100.000 Einwohner beikriegt. An die letzten, wo wir noch am Gang sind, haben wir 8 Jahre gebraucht, für 100.000 Einwohner beizukriegen. An letzte Woche hat die Regierung uns erklärt, für die nächsten 100.000 braucht man nicht mehr 7 Jahre für 100.000 Einwohner beizukriegen. Das muss uns da vorstellen, wenn wir nur an einem Rhythmus kommen, wo wir so alle 7 Jahre kriegen wir 100.000 Einwohner bei, wir kriegen an demselben Zeitraum 50.000 Frontalier bei, da muss man wissen, dass all die Infrastrukturen, die wir an den öffentlichen Transport, an Straßennetz bauen, an investieren, dass die quasi schon abgeschafft sind, ehe sie überhaupt realisiert sind durch die strammen Fuß. Wir werden also nie mehr kommen, auch an der Frage vom Logement, wenn man nicht über die Diskussion vom Wurstum beschwätzen. Die Entwicklung vom Chômage. Der Kollege Alex Battery hat mir in Chiffre noch genannt, ich habe sie gestern auch noch rausgezogen. Ich meine, wir sind, das ist alles an der Reihe. Die Entwicklung vor. Ich meine, wir sind alle gut froh, Herr Bannen, wenn der Chômage zurückgeht. Jeder ist froh für alle Menschen, die hier einplatzen. Wir müssen als ADR praktisch an dieser Legislatur all die Projekte, die den Arbeitsminister Herr Schmidt, Herr Bannen präsentiert hat, haben wir matt gestimmt. Auch wenn es nicht mehr teilweise Lesungen waren, weil wir gesagt haben, es gibt auch doch kein Patentrezept für von Haut auf mal den Chômage aufzuschaffen, mit diesem Puzzle von vielen kleinen Aktionen, und da haben wir es auch alle gut matt gestimmt. Wir sind auch froh, dass die Ökonomie gezündet hat. Aber wenn wir Hautchiffre gucken, von 2013, da haben wir am Chômage an anderen Beschäftigungsinitiativen 23.546 Leute. Aber wenn wir Hautchiffre gucken, Chômage an Beschäftigungsinitiativen 120.147, das sind 2.562 Leute. Männer, den Herr Bodri heute Morgen 2.500, wir sind ja genau 2.562. Das ist eine positive Entwicklung, über die wir sollen froh sein. Wenn wir den dann aber an die Relation stellen, mit den geschaffenen Arbeitsplätzen, dass man im selben Zeitraum 60.000 neue Arbeitsplätze geschafft hat. An der Chômage ist 2.500 Leute zurückgegangen. Auch da müssen wir uns vorstellen, und auch die Leute, die so, wir müssen die Wurst tun, weil wir müssen so viele Arbeitsplätze schaffen, für den Chômage zu bekämpfen, müssen sich noch mit diesen Chiffren dann auseinandersetzen. Wenn man alles für 2.500 Schulmüren drauf zu gehen, muss es 60.000 Arbeitsplätze schaffen. Ja, da muss man noch 1 Million Arbeitsplätze schaffen, bis man den Chômage wegschön. Mit dem Problem, die Leute an zwischen auch nicht, dass die Leute einfach, die Leute im und Bildungssystem, den wir haben, und all diese Probleme leiden, wenn wir wissen, dass Betriebe haut die Leute holen, wo sie Menge warten, die best wären, für an ihrem Betrieb zu schaffen, also gucken nicht, ob es heißt Lützeburg finden oder die Seite der Grenzwunder. Dafür muss ich also auch gucken, 60.000 Arbeitsplätze geschafft, an der Chômage geht, 2.500 muss das jederin zu erfreuen, dort zu stellen. Staatsfinanzen. Geht halt permanent für die Majorität gesagt, wir haben Staatsfinanzen sanieren. Ich habe die Chiffre gestoßen, schon im Fernsehen genannt. Wenn wir die Konten gucken von 2013, hatten wir den Defizit von 464 Millionen. Wenn wir das Budget, ich betone das Budget von 2018 gucken, hat das Budget von diesem Jahr ein Defizit von 1 Milliarde an 62 Millionen. Nun kann ich sagen, das eine sind Konten, das andere als das Budget. Wir sind aber die Chiffren, wo die Regierung sieht, wie dieses Jahr den Exerzice gibt aufschließen. Wir sind nur zum Schluss froh, wenn er besser aufsteht. Gestern haben wir gesagt, am Kader vom Stabilitätspakt, dass wir davon ausgehen, dass es kein 1 Milliarde wäre, dass es 587 Millionen wäre. Auch das als eine Prävision, die Regierung
am April mischt, am Mehrwertprävision 1 Milliard. Wir holen die Chiffren zur Kenntnis, 1 Milliard am Dezember, 587 Millionen Euro, aber was zum Schluss zum Jahr rauskommt, das gehen wir das nächstes Jahr am März gewohnt. Mit muss ich aber die Chiffren nennen. Das gesagt, die muss ich das vergleichen, von den Konten von 2013, da muss ich mit den Konten von 2017 vom letzten Jahr vergleichen. Und da haben wir dann 220 Millionen. Mit da muss ich dann aber so, wenn den Konten vom letzten Jahr erhält, dass man da exceptionell resetten. Das ist aber nicht dabei gesagt gehen. Das ist für ein paar Männer der Finanzkommission gesagt gehen, dass den zwei exceptionell groß, die Konten mit zwei großen Betrieben gemäht gehen. Das ist zwar kein Schiffer genannt gehen. Das ist auch gesagt gehen, dass letztes Jahr für die physische Personen, auch für die Betriebe die Steuerreform gespielt, mit der Avancen nicht drauf gesagt zu gehen. Dat heißt, dass ein Betriebe mehr Steuer bezahlt hat, wenn Steuertabelle oder Avancen und Steuerreform angepasst gehen. Das soll also auch für sich gehen, an dem Jahr führende Wahlen mehr Suche ranzukriegen, wie es normal gewesen wäre, für eventuell politisch zu sagen, wir haben ein gutes Resultat. Wir wollen das alles zur Kenntnis, wir wollen das just an ein klares Lied stellen. Staatsschulden. Wird permanent gesagt, Staatsschulden gehen rauf. Da geht man Prozent ergreifen. Ich habe noch gestern gesagt, man Schulden, die gehen von 13 auf Loh, auf bald 13 Milliarden, von 11 auf bald 13 Milliarden rauf. Da wird gesagt, sie gehen aber laut den europäischen Kriterien, gehen wir prozentual, sind wir von 23 auf 21% hoch. Auch da das ist richtig. Mit den Realschulden sind an Blut gegangen. Und da kann ich nicht so, man muss in das aber gucken, vis-à-vis vom wirtschaftlichen Wachstum. Das wir genau, wie wenn eine Familie Schuld machen, also gehen wir weiter verdienen, da gehen wir so, mal nicht meiner Schuld, weil ich verdiene mich. In den 500.000 Euro Schuld, den hört auch nach mehr 500.000 Schuld, 500.000 Euro Schuld, auch wenn er weiter verdient. Und dürfen die Schuld, die der Staat hat, die geht kein Euro mehr klein, wenn der Wirtschaftswachstum klemmt, die muss vom ersten bis zum letzten Euro zurückbezahlt werden, was der Staat ja nicht möchte. Der Staat bezahlt nicht mehr Zinsen, zurück Aktienkapital, aber wenn wir zurückbezahlen, dann machen wir das durch einen neuen Emprunt, wobei eine Privatperson oder ein Betrieb oder ein Gemeinde hier Schulden alle selber zahlen. Das ist die Finanzsituation, als wenn ihr das objektiv guckt, nicht besser haut, wie sie für 4 Jahre. Muss ich nicht sagen, das ist mir schlecht, aber es ist nicht besser. Wir können noch so viel scheißen, Herr Berger, wie der will. Wir haben immer Defizit am Staatsbudget, und die Schuld als auch an dieser Legislatur nicht zurückgegangen, wir sind weiter geklommen. Auch wenn den Herr Gramegna gesagt hat, Lützeburg ist finanziell gesehen kehr gesund. Und wenn ihr seht, dass Haut kehr gesund, dann ist die fairerweise auch so, da war so für 4 Jahre kehr gesund, vertut sich am Prinzip nicht und der ganze Situation gegangen. Und trotzdem, dass Regierung direkt nach den Wahlen eine TVA-Erhebung gemäht von 2, wo sie führende Wahlen sich am von gegen eine TVA-Erhebung ausgeschwart haben, wo sie gesagt haben, dass die sozial ungerechte Steuer, die es gibt, an so nach den Wahlen direkt angefangen. Und das auch, ob schon ein Spurpark gemäht hast, den auch Leute bezahlt haben. Das heißt, der Groß von der Leute, und das, was sie als Steuererleichterung kriegt haben, durch Steuerreform, haben sie 4 drin, schon durch TVA-Erhebung und durch den Sparfonds, haben sie schon müssten finanzieren. Die Zukunft von Gedämmerem hat angefangen, man hatte noch 240 Millionen dort. Das stimmt. Wir müssen aber wissen, wenn man die 240 Millionen nicht auf die Zukunft von geschafft hat, dann hat der Staat auch 240 Millionen Männer Schuld. Dann hat man die Suchen, Männer brauchen, lehnen zu gehen. Also haben wir auf der einen Seite kommende Generation 240 Millionen auf Zeit gesagt, und auf der anderen Seite haben wir 240 Millionen Schuld gemäht, die man nicht zurückbezahlen, aber so und zu der Zukunft der Generation, die muss die bezahlen, und da könnt ihr die 240 Millionen, die wir auf Zeit holen, für die 240 Millionen zurückzubezahlen. Da sind wir genau da, wo wir waren, also als das ein blande Manöver, just für die Leute ihr zu feiern, mehr an der Realität, also wenn wir demals hingegangen wären,
wie der Staat nach Iwerschuss gehabt hat, an den 90er Jahren, 2000, am hat den Dund Iwerschuss geholt, am hätten sie auf den Zukunftsfonds gesagt, wo käme da kommen wir? Dann hätten wir etwas Gutes für das Land gemäht. Mit dem haben wir an Tresorerie gesagt, dann haben sie fiktiv ob Fonds gesagt, wo man haut so, ob den Fonds gibt 1,7 Milliarden Stück, wo wir alle gewissen, dass in der Realität kein Euro mehr auf den Fonds steht. Die sind alle verschafft gehen, an Haut schaffen wir einen Fonds mit Schuld. Letzteburger Spruch, Herr Präsident. Das Letzteburger Hund an einem Referendum, bin übrigens von Herrn Staatsminister auch gestern gut nicht teilnimmt, und schon ein Referendum etwas Extraordinäres an der Geschichte von einem Land, das mir ja nicht alltag. Heute zu Lützeburger Referendum schmeckt, wer die feiersten. An allen Menschen an der Geschichte geht immer um die Referendumen. Aber wie schenkt die Regierung auch schon noch 3 Jahre den heute vergeht die Prokurs. Ich meine, wenn ich mir so ein Blumen nur zu gegangen wie die Regierung sich steht, Emotionen gegangen wird, verstehe ich, dass den Datlever vergisst, und nicht mehr will, drüber schwarzen. Mit letztem Mal schon ein klarer Spruch durchgeschwärzt. So zu 80% 3-mal nee gesagt. Aber wenn die Leute meint, die Regierung hat durchaus die nötigen Konsequenzen gezogen. Die Regierung hat ja auch völlig nicht so richtig für euch geholt. Verschiedene haben ja sogar gemeint, Leute wären dumm, wenn sie geben, mit nee wählen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 80% dumm Leute hier am Land tun, also just 15 intelligent, dann sitzen da zufällig alle gut an der Regierung. Also völlig als nicht mehr dumm wie die Regierung, an eine Regierung wir gut beraten, wenn sie Figuren, sie gibt das Wort an die Meinung von einem Volk für stellen, dann hat sie nämlich nicht zum Beispiel beim Nationalitätengesetz den Niveau, den gefroht als für den Sport, letztendlich Nationalität, sie hat den Niveau von der Spruch nicht drauf gesagt, wir sollten zumindest auf dem Niveau gelost wurden. Auch hat das Regierung Sozialkohäsion als Land war nie so gespleckt an der Gesellschaft wie Tal das. Und das schwätzt sich nicht von Lützeburger und nicht Lützeburger, was auch ein Problem ist von der sozialen Kohäsion. Wir schwätzen von der Lützeburger, die zum Beispiel nicht von Lützeburger, sondern von den Leuten im Land, schulen den Schwang vom Religionsunterricht, den Leute geholt kriegt. Früher hat alle Menschen Recht, zu dezidieren, alle Familien, ob hier kann an den Moralunterricht gehen oder an den Religionsunterricht. Heute tun sie die Schwa, und sie nicht mehr. Die anderen Familien, ich komme da noch drauf, wo sie nicht mehr die Schwa frei zu wählen, für können schaffen zu gehen, und dann nicht werden nach darüber zurückkommen. Auch Trennung von Kirche und Staat, als das Gesellschaft gespleckt gehen. Das hätte Kinder am Dialog machen, mit den Kirchenfabriken, und hätte sicherlich weh von, wo in Haien Lützeburg etwas von über Jahrhunderte gewusst ist, an eine ordentliche Diskussion können zu einem guten Resultat geben, wo alle Menschen der Mattako sind, ohne dass so viel Streit an Land gefordert gehen, als wie das von dieser Regierung gemäht gehen ist. Auch die Steuerreform wird hingestellt als die sozialsten von der Welt. Und noch heiget dann mit Prozenten gespielt. Heiget gesagt, in den Mindestlohn hat den Steuerklasse 1 aus, den hat 400 Reform 70 Euro Steuer bezieht der Lohn 30, also hat die 40%, 40 Euro, mir von den 40 Euro schwarz gehen, da wird dann gesagt, man den bezieht 57% Männer Steuern. Da wird der Prozentsatz, der bezieht 57% Männer, an den die 15.000 Euro den Monat verdienen, die hat nämlich eine Steuerreduktion von 2%. Also was das eine soziale Reform, weil die kleinen, die kriegt 57% Männer Steuer, an den dicken, die kriegt nämlich 2%. Wenn ich da gucke, dann machen die 57% 40 Euro raus, an die 2% machen 135 Euro. Lofronisch hat er lieber 2% Steuerreduktion mit 150 Euro und hat er lieber 57% mit 40 Euro. Also das also immer für die Regierung gerade passt, geht der Prozentsatz geholt und das geht real Chiffre geholt. Wir holen den Prozentsatz und wir holen die real Chiffre. Mengen, dass der Staatsminister nicht auf die Negativpunkte angegangen ist, das wird am Prinzip nicht brauchen zu machen, Herr Präsident, weil die letzten paar Wochen dann noch an der Zukunft haben wir an der Chambre, und schon das schon gesagt,
5 Debat de Konsultation gekriegt. Wenn das Regierung alles wisst, an alles gemäht hat, dann hat sie nicht zum Schluss von einer Legislaturperiode 5 Debat de Konsultation gemäht. Weil die Debat de Konsultation geht nicht von einem Parlament gefordert, die geht von einer Regierung gefordert. Wo eine Regierung ein Parlament fragt, was soll man an diesen Punkten da machen? Das war die Logement, Mobilität, Landesplanung, Integration und Dedikation, die steht alles noch aus. Dass die Regierung da am Umfang von einer Legislaturperiode möchte, scheint mir normal zu sein. Aber dass sie paar Wochen immer halt Tieren anderen als so machen, das Fried, das ist fast, das ist ein Faillit erklären, das gewissen, wir wissen nicht mehr, was wir sollen machen, oder vor dem Parlament. Und ich habe da doch letztes Mal gesagt, wenn Sie mal vor dem Parlament, da fragt sie nicht Majorität, weil da wissen Sie die Meinung. Sie können also bei der Opposition fragen, dann sagen, was soll man an den Domänen da machen? Wir wissen nicht mehr, Kita zu wissen, dass an den nächsten Main, sie mit all dem, was wir an den letzten Wochen diskutiert haben, nicht mehr können aufhängen. Auch beim Logement ist das Problem nicht gelöst gehen. Das ist wohl viel Debatte gemäht gehen. Da soll ein Minister ausgewählt gehen, am Sinn von wo das an Tweets geschickt gehen. Aber das Problem selber als nicht gelöst gehen. Wir stehen heute genau da, wo wir 4 Jahre stehen. Die Preise sind, entschuldigt, noch nie so viel gekommen wie an den letzten 5 Jahren. 25% sind Preise Medaille gegeben. Das noch nie da gewesen, dass man so gemäht. Und der Staatsminister hat im DP-Kongress gesagt, er wird nicht Staatsminister von einem Land sein, wo die Leute müssen auswandern. Aber ich will dem Herrn Staatsminister sagen, es sind noch nie so viele Lützeburger ausgewandert wie an dieser Legislaturperiode. Geht an die Grenzregion gucken, wie viele Lützeburger müssten auswandern, weil sie an diesem Land nicht mehr Möglichkeiten hatten, sich eine Wohnung zu schaffen. Es wird geschah, dass man Blick 30.000 Leute an der Grenzregion wohnen. All 7. Frontalie, die Mäuse, sie wird Grenz können, als der Lützeburger. Das ist das Resultat von dem strammen Wurstum, aber wenn man nicht Konsequenzen bedurcht tun, die das auf das Logement, auch auf das Logement bedeutet. Und dann diskutieren wir hier an der Landesplanung, man muss gucken, Wohnen erschaffen zu summen. Und da schickt man 30.000 Lützeburger an die Grenzregion wohnen, den da muss nach Lützeburg schaffen kommen. Wir machen also just de Contraire. Wir machen just de Contraire Platz, dass wir die Leute Wohnraum bei den Arbeitsplätzen schaffen, müssen sie an Deutschland wohnen gehen, und sie müssen sich auch all da 1, 2, 3 Stunden für ihn an den Stau stellen. Es ist voll am öffentlichen Transport viel investiert geben. Das ist auch wichtig. Das lebt schon über 10 Jahre. Wir wissen, dass die Projekte am öffentlichen Transport, wenn wir sie aufhängen, mal diskutieren, bis sie fertig sind, dauert das 10, 15, 20 Jahre. Und dafür ist es doch wichtig, dass wir darüber rausdenken, aber was am öffentlichen Transport geschieht, neben den Projekten, die wir schon gestimmt und diskutiert haben. Und Gott hat schon geschwärzt, dass gar von Lützeburg Moment von ihren Kapazitäten ist, und dass wir müssen eventuelle Bypass machen. Und ich will davon eigentlich sagen, auch wenn derzeit die Regierung als Idee vom City-Tunnel nicht eingründet, ich verspreche dich, und ihr seid alle gesichert, eines Tages werden wir Bannen auch darüber schwätzen und auch wird das realisiert geben. Trenten. Herr Präsident, die Leute, die so berichten, nicht über Trenten zu diskutieren. Das kann ich machen. Wir wollen nicht viel über Trenten diskutieren, da müssen die Leute auch die Courage und die Leute vorig zu sagen. Sicher ist, dass die Pensionen am Blick sicher sind. Wir haben 18 Milliarden Reserven, und die Reserven werden auch noch in den nächsten Jahren weiter klammen bis 25 Milliarden Euro. Aber wenn wir in Zukunft gucken, machen wir DAX-Pronostiken über die wirtschaftliche Wachstum, wie viele Leute dabei kommen, wie viele Arbeitsplätze wir schaffen. Das sind immer Estimationen, die richtig oder sie falsch. Mir einzuhören als richtig, und das ist die wie viele Leute an den nächsten 40 Jahren an Pension gehen. Das wissen wir heute, ob die Letzte genau. Weil das sind die Leute, die in Haut schaffen. Da können wir es studieren. Wir wissen genau, die Leute, die in Haut schaffen, wen die an den nächsten 40 Jahren an Pension gehen. Und wenn die an Pension gehen, dann wissen wir auch genau, wie viel das wir brauchen, für die Pensionen zu bezahlen, und wie viele Leute das man muss tun, für eben die Suche ranzukriegen, für die Pensionen zu bezahlen. Heute haben wir 170.000 Funktionäre,
Einmal 435.000, noch schon mal viel mehr, heuer von 2015 sind die letzten Ziffern, mit geht halt schon bald auf 500.000 so aktiv. Wir müssen also auch mehr aktiver, wie wir brauchen. Dürfen wir einen Nieverschuss, aber wir haben 1 Milliarde Recht in der Reserve. Wir schon am Jahr 2030 haben wir 270.000 Aktive. Und für dann Pensionen zu bezahlen, muss man dann 270.000 Pensionären am Jahr 2030, da muss man 620.000 Aktive haben für die Pensionen zu bezahlen. 2045 haben wir 375.000 Pensionären am Land. Das tut sich aber nicht schaffen, haut schon alle gut. Aber für die 375.000 Pensionen zu bezahlen, muss man 840.000 Aktive haben. Und im Jahr 2060 haben wir rund 500.000 Pensionären, das haut auf 40 Jahre, da sind alle die Pensionäre, die haut schaffen. Und da brauchen wir 1.100.000 Aktive für die Pensionen zu bezahlen. Das liegt nicht, wenn man nicht System ändern, als der toten Evolution. Wir wissen genau, wie viele Leute an Pension gehen. Wir wissen genau, wie viele Leute man brauchen, für die Pension zu bezahlen. Dann ist der toten Evolution. Da froh ich. Wen halt bannen, der Meinung ist, dass man auf 40 Jahren muss 1 Million Aktiver am Land tun. Ich schwätze nicht von der Population. Wir schwätzen immer von den Leuten, die schaffen. Ich meine, jeder den Objektiv sieht dann, das will man nicht. Aber wenn ihn das nicht will, aber wenn ihn der Tote nicht als die kommende Generation will, handeln losen, dann muss er bereit sein, darüber zu diskutieren. Dann darf nicht ein Tabuthema sein. Ich stelle keine mehr bannen, und auch wir wollen keine Pensionskürzungen mehr. Auch wir wollen kein Pensionsalter haben. Aber man muss gucken, was für ein Wehr fanden wir, weil was wir mehr lang werden, für Änderungen zu machen, was denn die Änderungen Werte für die kommenden Generationen mehr drastisch gehen. Du warst unverantwortlich, wenn ihr nicht will, darüber diskutieren. Ich war dafür froh, wie der Kollege Potri haut aber schon eine Proposition an den Raum gesagt hat, wo uns zwar gesagt hat, dafür brauchen wir keine Gesetzesänderung, aber wir können aber mal gucken, ob es Leute zwischen 550 und 57 und 65, wo als letztes bestimmt mit 40% schaffen, ob man Leute nicht durch eine gesellschaftliche Diskussion davor bewegt, so bewegt kriegen, dann so, ob schon sie können an Pension gehen, nachgeben, wie lange schaffen gehen. Ich verspreche mir nicht allzu viel von so einer Ausstellung, weil auch Lohm eine Ausstellung gemäht in der letzten Regierung von 1. Januar 2013 eine Pensionsreform in Kraft getreten ist, wo wir ja etappenweise das Pensionsalter alles heben. Entweder geht ihm mit 60 und da kriegt er ein bisschen Männerpension oder geht ihm lang schaffen und kriegt ihn seine Vollpension und das geht dann nur bis auf 63. Ich weiß nicht, der Minister aus Bande sozusagen kann das vielleicht darauf antworten. Ich meine, dass die meisten Leute haut aber nach Versicherung mit 60 zu gehen und nicht unbedingt nach 2 oder 3 oder 4 Monaten wieder mal Blick aus weiterschaffen. Und dafür mänglich muss ich über all die Fragen diskutieren, ohne direkt aufzublocken, also man dir sieht, dass ich dir für Pensionskürzungen oder für das Pensionsalter gehört. Das tun wir an der Reform von 2013 gemäht. Da also auch gesagt, geht Kinder als Männer, wenn ihn mit 60 geht, es muss in lang schaffen gehen, und dass auch da gesagt gehen, wann eben ein gewisses Höhe erreicht wird, da fällt die Allokation von der Nähe lässt, aber wenn den Doten Situation können, da geht Kotisation an, und die Kinder am Anfang so, alles das, was lo, denen vier geworfen wird, die wollen über Pension schwätzen, alles das hört schon eine vierte Regierung, wo also ein Chamberpräsident derzeit Sozialminister war, gemäht. Wir müssen also die Courage schon darüber diskutieren und nicht in dem anderen vier werfen, will etwas wäschen, das unterstelle ich keine meiner Banden, aber wir wollen das auch nicht machen. Danach wird zur Familienpolitik, was am Anfang ein regelrecht für uns ideologische Familienpolitik war, wo wohl projektgemäßig in der Datum auch alles matt gestimmt für die Familien, die sich dezidieren, für zu zwei schaffen zu gehen, Congé parental, dann ist eine gar keine Diskussion, sind wir dafür. Wir hätten gerne als ADR auch eine Unerkennung für die Familien, die sich dezidieren, ganz daheim zu machen, für die Kinder betreiben, dürfen wir ältere Geld als ADR proposiert. Ich gehe nicht mehr drum ran, das ist bekannt, was das von dieser Regierung Differenz ist. Ich will aber so, dass von den
die gratis Kannebetreiung anfällt feier wie dat lo geschieht das, dat den dann aber muss dat nedig Personal an die nedig Infrastrukturen. Man hat lo für 14 Dich eng Tablerand op RTL wo net Politik so mir leid vom Terra, an de hun sich ganz groß Sorge gemäht iwwer Behandlung wie Kanner haut do behandelt gi, wo massig Kanner sind, kann er nervös sinn, kann er aggressiv gehen, an ich mengen dat kann aber net dat sinn, wat man als Kannerbetreiung ha am Land machen, an da so viel Leid a viel Älteren an ich mein Gesellschaft insgesamt, dat man irgendwann enke dofunnen an 10, 15 Jahren Konsequenzen kreen. An dürfe meine sollen Eltern de Schwappe halen, fir ze desideieren, ob es Kanner an eng Betreiung gehen, d'accord, oder ob sie das daheim machen, an die Älteren müssen laut unserer Meinung noch auch unterstützt gehen. Nach der Wort zu Armut, wo Göster Grüne drüber geschwärzt gehen, wenn man gesehen hat, auch an dieser Legislaturperiode der Prozentsatz um über 1% gekommen ist von den Leuten, die an der Armut sind, da schenkt das dieser Regierung kein Problem zu sehen. Ich weiß auch nicht, wo diese Regierung sich daran nur drin treibt, da in jedem Fall nicht bei den normalen Leuten am Land. So gehst du feststellen, dass ganz viele Leute am Land Probleme haben, für ihre Tronnen zu kommen. Dass wir ganz viele Leute tun, die in die Armutsgrenze fallen, weil die sind vom Staatsminister in seiner Deklaration von dieser Regierung gestern total vergessen. Wir haben also Haut von den 600.000 Einwohnern, und das ist so erschreckend von den 100.000 Leute am Land, die in die Armutsgrenze waren. Das ist sicherlich kein Lauf für ihr Land, was sich als ein von den Reichsten auf der Welt opfeiert, wenn man also hier am Land so viel Reichtum verdienen, aber verdienen so ungerecht, da müsste man als Verband von alle schummen, dass es hier im Land nach über 100.000 Leute gibt, die in die Armutsgrenze fallen. Viel andere Probleme, was dort gibt, Gesundheitspolitik, wo man alles gemäht, schwätzen wir mit den Leuten, die stundenlang an den Urgenzen sitzen, schwätzen wir mit den Leuten, die müssen an Deutschland fuhren, op ege Kächte für ein mehr zu gehen, weil sie hier am Land Mädchen mussten werden, für den Job zu kommen. Herr Präsident, die Damen und Herren, mein Kollege Roy Reding an Ferner Karteis erwarten, nach eine ganze Reihe von anderen Punkten angehen. Ich will just so, und das auch bedauert tun, dass der Staatsminister mit keinem einzigen Urteil Flüchtlingsproblematik undiskutiert wird oder diskutiert wird. Es soll nicht mit der Flüchtlingsproblematik Politik gemacht. Wir haben das als, nee, wir brauchen nicht zu lachen. Wir nicht, wir nicht, lo beweist er richtig Gesicht, wenn er dort so steht. Mais serieux über eine Flüchtlingsproblematik diskutieren, das muss sein. Es kann nicht sein, weil Leute am Land darüber diskutieren, an Politik mich gerade, wie wenn es kein Problem am Land darüber geht. Es gibt auch darüber am Land Probleme. Aber wenn ihr das seriös und responsabel diskutiert, wie wir das bis heute an der Chambre immer fertig tun, da findet auch eine Lesung, Parteien vergreifen, für das den durchaus kein politisch Wahlkampf möchte. Wir wollen das auch nicht machen. Wir müssen aber den Courage schon, für darüber zu diskutieren, etwas in den Teppich zu kehren, was am Land aber von den Leuten viel diskutiert, als unserer Meinung noch unverantwortlich, wird auch unverantwortlich, dass der Staatsminister nicht darüber diskutiert wird. Herr Präsident, die Damen und Herren, ja, das an dieser Legislaturperiode auch Gutes geschieht. Wenn nie eine Regierung do, die alles gut gemäht wird oder alles schlecht gemäht. Das Regierung hat auch Gutes gemäht. Mir wird auch ganz vieles schlecht gemäht. Ich will auf paar Punkte noch ran. Mein Kollege wird noch andere gehen. Und dafür hoffen wir, Herr Präsident, dass das heute nicht die Rede zur Lage der Nation war vom Herrn Staatsminister an dieser Legislaturperiode, mehr definitiv.